Lützeburger haben die Sonden dezidiert. Für Lützeburg, für eine Souveränität, für eine Nationalität, für einen Spruch und eine Identität. Das Referendum vom 7. Juni des Jahres ist dafür ein ganz wichtiger Tag, aber doch sicherlich an die Geschichte von unserem Land angehen. An den letzten 100 Jahren haben 3 Referendumen hier im Land stattgefunden, die mit der Identität und der Souveränität von unserem Land zu tun hatten. Den 28. September 1990 und Lützeburg mit 77,8 1919 und Lützeburger mit 77,8% für die Monarchie gestimmt. Bald derselbe Prozentsatz, wie wir in der Sonden hatten. Den 10. Oktober 1941 und Nazien hier im Land, das war zwar kein direktes Referendum, mehr eine Personenstandsaufnahme gemacht hat, gibt man so eine Volkszählung, wo sie 3 Fragen gestellt haben über die Staatsangehörigkeit, Muttersprache und Volksangehörigkeit. Und sie hatte ja gehabt, Lützeburger sollten 3-mal mit Deutsch anfangen. Lützeburger haben aber zu 95%, trotz dem Druck an der Gefahr von den Nazien, 3-mal mit Lützeburg geantwortet, und dann haben die Nazien die Prozedur gestoppt. Am 7. Juni, mit bald 80%, und Lützeburger nee gesagt, zu einer Reihe von Decisionen, die in unserer Souveränität, unserer Identität, unserer Nationalität geschwört hatten. Haut op den Tag für 200 Jahre, Herr Präsident, den 9. Juni 1850, als im Wiener Kongress am Anfang der Lützeburger Stadt gegründet ging. Dat wir eine Gelegenheit gewirrscht, weil das just haut 200 Tage sind, dass an diesem Tag als Regierung das offiziell geehrt hat. Die Regierung hat das nicht gemäht. Ich gebe so, dass die Lützeburger mit ihrem Wort vom letzten Sonntag die 200 Jahre geehrt haben. Das Referendum war kein Wort gegen die Ausländer, mit war ein Wort für Lützeburg. Ein Wort für die Integration von unseren ausländischen Mitbürgern über die Nationalität. Wir wollen integrieren an die Leute, mit denen zusammen leben. Aber gesagt wird, dass die Lützeburger mit Sicherheit an den letzten Jahrzehnten gut mit unseren ausländischen Mitbürgern zusammengelebt haben, das stimmt das. Weil es gibt sicherlich kein Land auf der Welt, wo so viele Nationalitäten so am Frieden zusammenleben, wie das hier der Fall ist. Und das kann nicht mehr funktionieren, wenn es von den 2 Seiten so gesiegt. Aber wenn es auf der Lützeburger Seite auch an den letzten Wochen auf den sozialen Netzwerken mal die eine oder die andere Ausrutscher gehen ist, so hatte ich gemerkt, dass am Sonntag das ganz drüber wird. Und ich war dafür gestern überrascht, am Quotidien können zu lesen, dass der Sekretär vom Departement von Immigré beim OGBL an einem Interview gesagt hat, dass de dénoncer les mensonges énormes du CSV et de l'ADR. Cela fait 25 ans que je paye mes impôts au Luxembourg pour ces incompétents et menteurs de Claude Fiesler et Gas Chibérien qui n'ont jamais travaillé. Oui. Das ist nicht irgendwie gewirrscht, das war der Responsable vom Departement vom OGBL von den Immigranten. Also immer den Abfluss bei seinen ausländischen Kollegen hört, aber wenn denen da nun Referendum, wenn das sein Respekt ist für den Choix, den Lützeburger der Sonden geholt, dann müssen verschiedene Leute sich selber an den Spiegel gucken. Herr Präsident, wenn wir so an die Integration investieren, dann ist das für allem auch für uns an Spruch investieren. Wir müssen flächendeckend hier am Land Lützeburger Spruch Akkuren anbieten, gratis. Wir müssen genug Leute tun, die Spruch können formieren. Und unser Freund Fayo Spen, der lang bei seiner Chambre, wo das Haut nach eine Mail geschickt wurde und dort gewissen hat, dass zum Beispiel an Deutschland Leute, die in das Land kommen und den Spruch nicht kennen, dass die 600 Stunden kriegen für die deutsche Sprache bis 900 Stunden.
Deutschland hat sicherlich nicht den Immigrationsproblem wie Mehrheit zu Lützeburg schon. Und dafür meine ich, gibt man gut rundum wirklich massiv daran zu investieren, hier zu Lützeburg. Wenn ihr das Resultat guckt, Herr Präsident, dann muss ich feststellen, dass das Resultat mehr klar ist, wie jeder von unseren drei Banden erwartet. Das ist ein ganz klares Resultat. Das ist ein klarer Spruch, die Lützeburger die Sonde geschwärzt und ohne viel zu schwätzen. Mir sind rausgegangen, mir viel geschwärzt. Mit Lützeburger Hund, wenn sie am Wahlbüro waren, ein klar und unmissverständlich Decision geholt. Die Themen, die drei, die Sonden zu Diskussionsstunden und zu Wählstunden, die müssen noch definitiv aus einer politischen Diskussion verschwunden sind. Sie können keinen Abfluss an eine Verfassung kriegen und ich bin noch froh, dass das von den anderen Parteien so gesehen ist. Das Resultat ist umso mehr überraschend, wenn ihr guckt, wen sich alles für die Jahr angesagt hat. Wenn ihr wisst, dass von 9 Parteien, die im Land 7 Parteien für die Jahr waren, dass der größte Teil von der geschriebenen Presse für die Jahr war, dass der Bischof Matzinger Zeitung für die Jahr war, Künstler, eine bestimmte Klasse von Leuten wird ganzseitig Annonce gemäht. Und die Organisation MIN mit alle Gewerkschaften und Organisationen handen drin. Da muss ich heute sagen, wenn so massiv Kampagnen gemäht gehen als für die Jahr, da musste viel Leute an den Organisationen bis bei der Kirche der Bischof sich vorstellen, ob sie an dem Numm, wo sie mengen, wo sie schwätzen, ob die Leute an die Schäferscher nach Hannerun hinein stehen. Gambia hat auch Kampagnen gemäht, die Regierung hat Kampagnen gemäht. Sie hat Frauen mit ihrer Majorität dezidiert, nicht die Opposition. Der Staatsminister hat bei der Lage der Nation den größten Teil von seiner Intervention über das Referendum gemäht. Er hat den Pilgerstab an den Grab geholt, für die Röte zu gehen. Ein Teilweise von anderen Ministern hat das jetzt gut recht, mit das auch jetzt Engagement. An Teilweise sind Leute auch von Regierungsmembern bis bei der Staatsminister beleidigt gehen an der Kampagne. Ich denke nun, das Wort gefallen ist von Frechheit, von Dumm. Lützeburg ist mit Dubai vergleicht gehen, ein Land, wo Tausende überhaupt kein Recht haben, aber wo die Frauen überhaupt kein Recht haben. Wenn der Staatsminister Estland mit so einem Land vergleicht, dann muss er sich viel Fragen stellen. Aber wenn der Herr Bodri heute gesagt hat, dass der Jo an der Nähe keine Elite gehören, dann muss ich aber so, Herr Bodri, dass, was er an einem Interview gestern geschrieben hat, dass das aber ganz ähnlich das geklingt hat. Die hat damals geantwortet, interessant war aber schon, dass eher jene mit Ja gestimmt haben, die eine höhere Schulbildung und ein höheres Einkommensniveau aufzuweisen Gibt es nicht geliebt doch, Herr Präsident? Ja. Du hast ein bisschen symptomatisch für aber kleine Ausrutscher, die da war kommt bei alles die Insinuationen. Wenn ein Zitat da möchte, muss ich nicht ganz machen. Ich habe ein Interview nicht geschrieben, ein Telefoninterview, und sie doch nicht meine ganze Antwort publizieren. Ich habe der erste Frage war nämlich, Sie da meinen, dass der Jo von der Elite war, und ich Nein geantwortet. Genau das, was ich heute gesagt habe. Und du hast gesagt, dass ich mich referiert, ob das erste, was du hast, umfrohen, dass dann rauskommen wird, dass aber klar ist, dass die jungen Leute und dass die Leute mit höherem Abkommen an mit Uni-Ausbildung, dass die sich mehr für die Jahre gestimmt haben. Ich habe auch gesagt, an alle Kategorien werden nein majoritär. Also ich gebe bitte, wenn das so Sachen macht, dass immer das rausrappen von einem Zitat, nicht an den Kontext setzen, schon nicht ganz fair. Du hast natürlich darauf sehen, dass das auch von anderen Leuten schon renonциert geht an den Netzwerken. Ich muss sagen, das ist die Form für politische Auseinandersetzung, die mich persönlich degoutiert. Herr Präsident, das, was ich zitiert habe, das, was an dem Artikel stimmt. Ich habe nicht beigesagt, und ich habe nicht weggehört. Herr Bodri, Herr Präsident. Ja. Ich zitiere vielleicht von Ihren Parteikollegen. Das könnt ihr heute im Internet nur lesen bei RTL. Ein gewissen Herr Philipp Meyers. Ja, das ist der Präsident von einer von Ihren Strukturen. Den hat geschrieben, ist sie schockiert. Hat dann nur im Referendum nach einmal in der Strafe, dass 80% von den Lützeburger dumm sind, als 76% von einer SAV-Wähler nicht
an der sozialer Kusch von den Großverdiener kommen. Das ist dann, der Schwester mit ihre Leute intern, ich lese dem seinen Text nicht für, ich lese dem seinen Text nicht für, weil da wird er kommen und ihr Adresse, die ich erst will haut spuren. Mit das ist ganz Zitate, wann ich geliefert. Das ist ein Antwort. Die ganz froh, mit die ganz Zitate. Wann ich gelebt, an den Herr und Chamber zu richten, kein an der Herr Giberia heute nur erlenkt wurde, dann kriegt selbstverständlich die Zeit ungerechnet. Wir haben an der Chamber Hummer Tradition, dass wann ein sich schon riecht, dass der selbstverständlich, wann dat net dem entspricht, wat gesot huet, den dat auch selbstverständlich kann berichten. Aber das lo geschieht an der Giberia oder lenkt wird. Merci, Herr Präsident, nach dürfe für die 2-3 Minuten die wir bleiben, probiert iwwer Konsequenzen. Die Regierung möchte treffen, wenn sie einfach op den Ordre du jour iwwergoen. Ob schon das Regierung nur dem se Ursegment am Amdas nach 30% von den Bürger hin Vertrauen schenken. Ob schon 80% von den Leuten Göster gegen die Ideen, die sie hier am Land wollten durchsetzen, gestimmt haben. So sehr wird noch nie eine Regierung von Urwen noch inne gefallen. Gambia ist angetreten, für das Land zu modernisieren, um mich fortschrittlich zu machen, einen linksideologischen Staat aus Lützeburg zu machen. Sie haben an Ursegment, Herr Präsident, mehr Futti gemäht, wie Generationen für Drohnen gut gemäht haben. An Sonden am Wort als Staat klar zum Ausdrucken. Das Gott die Leute kriegen Angst gemäht, und Leute hätten Angst. Nee, es Leute hatten Courage, sondern sie hatten keine Angst, sie hatten Courage, sondern aber wenn ein Angst wird im Land, dann also das Regierung vis-à-vis von der Wähler. Wir haben kein Rücktritt verlangt. Wir haben gesagt, wenn wir an der Situation wären, dann hätten so ein Auffuhr von der Wählerkrieg, wie das Regierung so gekriegt hätten, dann hätten wir gewusst, was wir gemäht hätten, da wären wir bei der Grand Duc gegangen, und wir hätten als Demission angeregt. Wir müssen besitzen, wie das Regierung ist, bleibt sie auf ihren still Passion. Vertrauen von den Bürgern haben sie verspielt. Vom 7. Juni an sind sie nicht mit Regierung für Volk, mit Regierung gegen Volk.